Wo? Drauf. Hier? Unten? Der weiße Punkt ist. Ja, drück ich. Bist du im Park? Ah. Eins, zwei. Uah! Oh mein Gott! Das ist ein Scheibenwischer. Geht, Leute. Fabio auch am Start. Heute Auto waschen erstmal. Und danach geht es ab zur Nellis Air Force Base. Aber nicht irgendwie, weil ich Militär beitreten möchte oder so, sondern da gibt es ein mega Gym und ja, da gehen wir heute trainieren. Für die, die es nicht wissen, der Fabi ist Veteran. Der ist hier in den USA zum Militär gegangen, jahrelang. Und ja, deswegen können wir da heute Sport machen. Channel 5 hier. Und die schießen Ist mega interessant hier, Leute. Das ist so ein riesen abgesperrter Bereich, so eine eigene Siedlung. Die haben eigene Läden hier, eigene Popeyes und kannst du essen kommen, kannst du einkaufen, alles was du willst. Und hier ist mega Fitnessstudio. Let's go. Der Dresscode hier, ne? Bikini kannst du nicht tragen. Ready, pumpen oder was? das muss stretchen. Stretchen, ja. Arme. Mr. Dawson, wie fühlen Sie sich denn gerade? Kurz vom Kotzen, Leute. Wieso denn? Was haben Sie denn gemacht? Nix seit Jahren und deshalb fühle ich mich auch so gerade. Wie fühlen Sie sich? Beschreiben Sie das doch uns. Kotzübel. Ich schiele. Ein schöner Winter hier in Amerika. Also in Las Vegas. Also ich glaube, wir haben so 18 Grad immer bestimmt, oder? Mein Vater meinte halt eben geguckt 23 Grad. Ne, morgen. Morgen. Heute nicht. Leute, Training beendet. Ich bin voll nicht fit. Ich habe seit Covid war ich nicht mehr im Fitnessstudio. Ausreden. Und jetzt haben wir direkt mit Beine angefangen und dann Kreuzheben noch ein bisschen. Und nach Kreuzheben konnte ich schon auch loskotzen. Also da ging nichts mehr. Jetzt duschen, frisch machen und dann Online-Grind. Let's go. Fabi ist jetzt auch Online-Grinder, by the way. Der spielt Online-PLO jetzt. Ist klar, Olom. Danke für die Trainingseinheit. Kein Ding. Tschö. Danke. Bis dann. Tschüssi. Sehen uns online. So, Leute. Jetzt gibt es erstmal Linsen-Eintopf, bevor es dann mit dem Grind losgeht. Selber gemacht. Ich weiß, sieht nicht appetitlich aus, aber mega lecker. Was geht denn, Leute? Kurze Info, bevor es nachher dann gleich wieder, also bevor es erstmal Abendessen gibt und danach spiele ich noch eine Session. Aber ja, ich habe jetzt wieder etwas länger keinen Vlog hochgeladen. Kurze Vlogpause, weil ich auch überhaupt gar kein Live mehr gespielt habe. Ich habe mich einfach mitten im Downswing dazu entschlossen, auf PLO zu switchen und was vielleicht nicht so eine gute Idee ist, weil ich jetzt weniger Zeit an den Live-Tischen verbringe und gerade ein bisschen weniger Geld reinkommt. Aber das ist nicht so wichtig. Was viel wichtiger ist, dass mein PLO, das Studien und das Spielen und das alles mega Bock macht im Moment. Also ich fühle mich fast so wie früher, als ich gerade angefangen habe, also das erste Mal gepokert habe und dann voll im Hype war, voll einfach jeden Tag spielen wollte und so weiter. Genauso fühle ich mich gerade wie 2000, was weiß ich, also ich war 19 Jahre alt oder so, als ich das erste Mal gepokert habe. Alles andere ist auch wirklich, also das Geld kommt von alleine irgendwann rein. Ich habe Bock, die Stunden zu investieren und die Stunden runter zu grinden und ja, das ist das Allerwichtigste, Leute. Wenn man da an Hold'em Live-Games sitzt und da irgendwie jetzt mittlerweile keine Geduld mehr hat und ja, wenn man da jeden Tag hingeht für 8 Stunden und
das ewig dauert, bis man mal eine Hand zugeteilt bekommt und so weiter. Es sind ja mal viele dabei, die sagen, ja, wenn ich in Las Vegas würde, dann würde ich nur live spielen. Ich glaube, als Pokerspieler ist das ein Riesenfehler, ein Mega-Leak. Man müsste eigentlich online mehr spielen und dann zwischendurch ein bisschen live spielen. Und das versuche ich genauso. Also mein Wochenplan sieht im Moment so aus, dass ich von Sonntag bis Donnerstag, beziehungsweise von Sonntag bis Freitag auf jeden Fall online spielen werde, meine 8 Stunden. Und ja, so Freitag, Samstag ist optional. Kommt drauf an, wie meine Frau arbeiten muss und so. Und ja, da werde ich live spielen. Und jedes Mal, wenn es eine Live-Session gibt, dann nehme ich euch natürlich mit. Machen wir Vlogs wie gehabt. Und auch zwischendurch von zu Hause mit Online-Grind wird es jetzt bald ein paar Vlogs geben. Also da mein Hauptfokus im Moment darin liegt, zu studien und viel online zu grinden, ja, ist die 100k Challenge, vorsichtig sein, dass es aus der 100k Challenge keine minus 100k Challenge wird. Da bin ich eigentlich ganz positiv, dass wir das da auf PLO weitermachen können, vielleicht sogar online. Weiß ich nicht, ich habe noch nie 100k online in Cash Games das ganze Jahr über gegrindet und bla bla bla. Live weiß ich, dass ich packen kann, aber online nicht. Also das könnt ihr mir folgen und schauen, entweder scheitern wir hart oder wir holen die Kohlen. Also die Challenge habe ich noch nicht aufgegeben, aber ist im Moment auch nicht meine Hauptprio. Hauptprio ist wirklich einfach nur besser werden in PLO. Dazu gibt es auch vielleicht ein paar Neuigkeiten bald mit Jay Nandes und Mastermind und so weiter. Habe heute noch kurz im Stream vorbeigeschaut und wusste, wer ich bin. Also ich soll mich melden und ja, vielleicht gibt es da auch mal bald irgendwie so Giveaways oder so. Das ist ja natürlich mega cool. Also ich starte das Jahr jetzt einfach mit 50 Stacks auf Online, auf allen verschiedenen Online-Plattformen. Also wir haben 50 Stacks auf wsop.com und dann fast so viel noch auf CoinPoker und ClubGG spiele ich auch. Auf CoinPoker und ClubGG gibt es mega krasse Bad Beat Jackpots. Also vielleicht schippen wir da mal was. Wenn man jetzt so viele Stunden runtergrinden, wird das auch mal passieren, hoffe ich. Und ja, ich grind einfach mal runter und gucken, was passiert. Also ich spiele im Moment NL50, einfach aus dem Grund, weil ich nicht auf NL100 rumexperimentieren möchte oder so. Das macht dann eher auf NL50 Sinn. Und ja, ich werde einfach, wenn ich bei 70, 80 Stacks bin oder so, werde ich NL100 shotten, beziehungsweise PLO 100 shotten. Und das geht dann immer so weiter und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, es wird weiterhin Vlogs geben. Und ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass es diese Live 100k Challenge jetzt im Moment nicht gibt, also bis es pausiert wurde. Aber ja, Priorität, wie gesagt, PLO Study und PLO Grind. Jetzt gibt es erstmal Dinner, Leute. Ist jetzt der nächste Tag und heute steht einiges auf dem Programm. Gleich wieder Fitness mit dem Fabi. Ich wollte eine Runde in Jacuzzi, ein bisschen chillen, entspannen und mit den Kids vielleicht noch mal ein bisschen im Park. Heute ist ein ganz entspannter Tag. Ein bisschen PLO-Study, aber nicht viel Grind, denn heute Abend geht es nochmal ab zu einem Geburtstag. Und zwar hat die Mutti von meiner Frau Geburtstag und wird eine mexikanische Party mit mexikanischer Band und so weiter. Ist auch bestimmt lustig für euch. Also zeige ich euch am Ende des Videos noch ein paar Szenen von der Party und ja, ansonsten muss ich noch den Gewinner vom letzten Poker Bankroll Tracker Giveaway bekannt geben. Also machen wir das jetzt erstmal. So Leute, hier haben wir wieder alle Namen drin und let's go. Die Matrix. Adlon Brudi, herzlichen Glückwunsch. Werde die Informationen weitergeben an Steven. Gönn dir ein Jahr Vollversion Poker Bankroll Tracker. Jetzt erstmal zum Park, Leute. Ein bisschen Sonne tanken. You're